Habt ihr auch schon mal mega fest Hunger gehabt? In der Bibel ist auch eine Geschichte, wo Menschen, und zwar mega viele Menschen, Hunger hatten und Jesus hat sie satt gemacht. Und ich erzähle euch jetzt gerade die ganze Geschichte. Und zwar sind wir ja bei diesen 7 Wundern, die im Johannesevangelium stehen. Das letzte Wunder, das ich euch erzählt habe, ist ja in Jerusalem passiert, wo Jesus, ein kranker Mann, der ja seit 38 Jahren krank war, am Teich Bethesda gesund gemacht hat. Und dann ist Jesus irgendwann von Jerusalem wieder zurückgegangen auf Galiläa, in eine andere Gegend, dort wo er geboren ist, in Israel. Und dort hat es einen See gehabt. Und Jesus und die Jünger sind mit einem Boot über den See gefahren. Und es hat dort ganz viele Menschen gehabt. Und die Menschen haben von Jesus gehört, was er alles für tolle Geschichten und Sachen erzählt hat. Und sie haben von den Wundern gehört und sie haben die Wunder gesehen. Und sie haben mehr wissen und hören davon. Und darum sind sie Jesus gefolgt, als er mit dem Boot über den See gefahren ist. Und dann, als sie dran angekommen sind, ist Jesus mit seinen Jüngern auf den Hügel gegangen. Und alle Menschen sind mit ihm mitgekommen. Und es sind so viele Menschen gewesen. Ihr müsst wissen, es sind 5000 Männer gewesen. Und wahrscheinlich hat es noch Frauen und Kinder. Also mega viele Menschen. Ganz viele Leute hat es dort gehabt. Und dann, irgendwann, haben die natürlich Hunger bekommen. Und Jesus hat einen mega guten Plan gehabt. Aber zuerst hat Jesus einen von seinen Jüngern, den Philippus, gefragt, wo dass sie so viel Brot kaufen können, dass all die Leute satt werden. Und der Philippus, der hat einfach die riesige Menschenmasse gesehen und er hat gar nicht genau gewusst, wie sie das machen können. Er hat gesagt, Jesus, schau, es sind so viele Menschen. Nicht einmal 200 Silberstück würden da lange, dass all diese Menschen zu essen bekommen. Und 200 Silberstück war mega viel Geld. Also der Philippus hat eigentlich gar keine Lösung gesehen, dass all diese Menschen satt werden und Brot bekommen. Und ein anderer Jünger hat das auch gehört, der Andreas. Der Andreas ist zu Jesus gekommen und hat gesagt, Jesus, schau, ein Bub hat uns 5 Brot gebracht. Und er hat Jesus die 5 Brot gegeben. Das ist ja noch nicht so mega viel, oder? Für 5000 Leute oder sogar mehr als 5000. Und dann hat der Andreas noch gesagt, schau Jesus, der Bub hat auch 2 Fische. Und er hat ihm die 2 Fische gegeben. Das ist vielleicht für ein paar Leute schon mega viel, aber für über 5000 Leute ist das eigentlich viel zu wenig. Aber es war das Einzige, was sie hatten. Und Jesus hat seinen Jüngern gesagt, dass sie machen sollen, dass all diese Leute sich an den Boden setzen, die kleinen Grüppli. Und das haben sie gemacht. Und dann hat Jesus das Brot genommen und hat Gott dafür Danke gesagt. Er hat Gott Danke gesagt für das Brot, das sie haben können. Und dann hat er den Jüngern gesagt, dass sie das Brot an die Leute verteilen sollen. Und mit dem Fisch hat er genau das Gleiche gemacht. Er hat den Fisch genommen, hat Gott dafür Danke gesagt und hat gesagt, sie sollen es den Leuten verteilen. Hey, und stellt euch mal vor, über 5000 Leute, so viele Menschen, und sie haben nur das gehabt, 5 Brot und 2 Fische. Und Jesus hat den Jüngern gesagt, sie sollen das verteilen. Also ich glaube, wenn ich ein Jünger gewesen wäre, ich wäre schon ziemlich verwirrt und unsicher gewesen, weil ich hätte gedacht, hey, das lange doch niemals für all diese Leute. Aber die Jünger haben gehört und sind es verteilen. Und so haben sie das Brot genommen und die Fische und sind es diesen Grüppli von Leuten verteilen. Und wisst ihr was? Es hat einfach nicht aufgehört. Das Brot ist nie leer geworden, der Fisch ist nie weg gewesen. Es hat einfach immer Brot gehabt und immer Fisch. Alle Leute haben genug zu essen gehabt. Jesus hat das Brot und die Fische vermehrt, sodass es einfach immer genug hatte. Und wisst ihr was? Jesus hat nicht nur einfach so viel Brot und so viel Fisch vermehrt, dass es gerade genug hatte. Es hat noch mega viel Brot für ihn gehabt. Und dann hat Jesus gesagt zu seinen Jüngern, sie sollen doch das Brot, die Reste vom Brot zusammensammeln, damit es auch ja nicht kaputt geht. Und sie hatten 12 volle Körbe mit Brotresten. Jesus hat so viel Brot und Fisch vermehrt, dass es sogar noch mega viele Reste hatte. Hey, Jesus hat über 5000 Leute einfach versorgt mit Essen, obwohl es zuerst nur 5 Brot und 2 Fische hatte. Hey, das ist so ein cooles Wunder, wie Jesus einfach so mega versorgt hat. Jesus hat so gut gemeint mit all diesen Menschen.
Und ich habe euch schon mal erzählt, im Alten Testament steht ja schon ganz viel darüber, dass mal der versprochene Retter wird kommen. Und die Menschen damals, die haben die Bibel ganz gut gekannt. Und sie haben das gewusst, dass das in der Bibel steht. Und sie haben das Wunder gesehen, wo Jesus das Essen vermehrt hat. Und sie haben gesagt, hey, das ist der Prophet, der in der Bibel steht, der mal kommen soll. Das ist er. Und ihr müsst wissen, die Menschen damals, die haben sich ganz fest einen richtigen König gewünscht. Die wollten einen König haben, der sie von den Römern befreit. So einen richtigen König. Und dann wollten die Menschen Jesus zum König machen. Aber Jesus hat das nicht wollen. Weil Jesus hat ja gewusst, er sollte nicht ein König sein, der in einem grossen Palast thront und regiert, sondern Jesus hat gewusst, dass er ja gekommen ist, um am Kreuz zu sterben und wieder auferstehen. Und darum hat sich Jesus zurückgezogen auf den Hügel. Jesus war alleine und hat sich zurückgezogen. Und dann, nächste Woche, erzähle ich euch, wie es weitergegangen ist, wo Jesus sich dort zurückgezogen hat. Weil dann ist schon das nächste Wunder passiert. Hey, aber was so cool ist von diesem Wunder, dass wir sehen, Gott versorgt uns. Das war eine Situation, wo es zuerst wirklich so ausgesehen hat, als hätte es viel zu wenig zu essen. Aber Jesus hat das Brot und die Fisch vermehrt. Und wir haben ja auch immer genug zu essen. Wenn wir Hunger haben, können wir einfach daheim in den Kühlschrank schauen oder in den Laden posten. Und wir haben immer genug zu essen. Selbst in dieser Zeit mit Corona, wo ganz viele komische Sachen passiert sind, haben wir immer genug zu essen gehabt. Und wir in der Schweiz, wir haben nie hungern. Hey, und darum tun doch mit euren Familien zusammen, alle miteinander, Gott Danke sagen, dass er uns so versorgt. Gott Danke sagen, dass wir immer genug zu essen und zu trinken haben, dass wir nie zu wenig haben und nie hungern. Weil Gott versorgt uns wirklich. Das dürfen wir jeden Tag merken. Hey, darum tun doch Gott Danke sagen und ich möchte Gott jetzt auch gerade Danke sagen, dass er uns so versorgt. Himmlischer Vater, ich möchte dir einfach Danke sagen, dass du versorgst. Danke für das Wunder in der Bibel, das du gemacht hast, wo du Brot und Fisch vermehrt hast. Danke, dass du uns immer genug zu essen und genug zu trinken gibst. Amen. Hey, und so wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Geniesst euer Essen, das wir haben dürfen, das wir geniessen dürfen, das Gott uns damit versorgt. Bis nächste Woche. Macht's gut.